Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Lektion. Ja, wegen Corona haben wir natürlich auch hier eine Maskenpflicht. Aber wenn wir jetzt trotzdem abmachen können, dass ihr erstens zurückgeht und zweitens schauen ja die meisten sowieso hier virtuell. Deshalb erlaube ich mir jetzt ausnahmsweise die Maske auszuziehen, weil sonst läuft mir auch diese Brille da immer an. Und deshalb jetzt ohne Maske, aber mit sicherer Distanz. Danke schön. So, wir haben heute wieder einmal ein schönes Lied vor uns, nämlich das Wunderwort. Wie gäng ist der Ablauf hier? Ihr seht wahrscheinlich schon, ihr seid ja mittlerweile geübt. Da sehen wir hier ein Päckchen von 4 Sachen, das sich hier wiederholt. Intro und Interlude ist nämlich dasselbe. Hier auch noch einmal, am Schluss noch mit einem halben Pre-Chorus und einem Refrain beenden wir dann das Stück. Da kommen wir dazu. Die Reime und Reimschemen sehen wir hier ebenfalls an der Tafel, wenn ihr wisst, dass das unbetonte und betonte Silben sind und dass das hier die Reime sind, dann seht ihr, es hat hier eine ganze Kette voll Reime, schon in dieser ersten Zeile, nämlich 4 und dann dieselben 4 noch einmal, die dann A, B, dann C, D und wieder A, B, C, D, Schema mit 2 Doppelreimen eigentlich, die dann einen Kreuzreim bilden. Seid ihr rausgekommen? Sonst hilft das vielleicht, wenn wir es anhören. Ein Intro hat es auch, ja. Hört ein bisschen, ich war noch niemals in New York, aber das habe ich erst nachher gemerkt. So, jetzt. Da lauf ich kürzlich die Stadt durch, wenn triff ich da der Hose. Sein Geist ist eher platt und schlapp und mühsam kann er auch sein. Als erstes gibt's gerade eine Geschichte, und wo ich die habe gehört, ist klar, sie ist meine Pflicht, dann sagen, was mich stört. Ein erzählter Hafenkäse ist auf dem falschen Gleis. Darum gibt für mich als Antwort auf das Geschichtchen Nummer 1. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich der Refrain. Vielleicht noch zurück. Der Pre-Chorus habe ich jetzt auch gleich laufen lassen. Da haben wir eine A-B-Form, die sich abwechseln. Noch ein paar Reime zum Schluss. Und jetzt kommt der Refrain. Das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Also, Aua, das ist meine Hookline, die Hookline 1. Hook 1 mit dem Aua. Und das ist ja nicht neu, das habe ich nicht selber erfunden. Man spricht schon lange davon, Distanz bitte, dass das Aua eben ganz verschieden betont werden kann und dann für verschiedene Situationen gebraucht werden kann. Und um das geht es im Lied. Jetzt kommt wieder eine Story und das zweite Mal geht so in den Refrain. Aua! Das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Und natürlich kommt noch eine dritte Strophe auch und dort ist nochmal anders, nämlich dieses Aua. Das glaube ich ja gar nicht, was du wieder erzählst. Und die Refrain enden dann auch noch mit dem hier. Wie soll noch all dieser Ungläubigkeit einen sprachlichen Ausdruck geben? Ja, nicht an keinem Ort. Da haben wir so ein bergdeutsches Wort. Ja, das ist effektiv der richtige Refrain und nur diese Zeile wird variiert im zweiten. Da haben wir so ein Wunderwort. Und auch im dritten noch etwas anderes. Da haben wir so ein Zauberwort. Das bringt zum Schluss. So, also beim Schema haben wir gesehen A, respektive man könnte eigentlich sogar sagen, das sind weil es eben Aua ist. Und ja, dann trage ich doch hier die Pünktchen auch noch nachher, damit ihr euch das gut merken könnt. Hier sind die Aua verteilt. Und hier noch ein paar Reime, habe ich jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, das ist eh klar. So, den Refrain haben wir somit abgehandelt und wirklich lustig finde ich eben diese 4er-Reime in den Strophen. Deshalb gehen wir nochmal zu der Strophe 2 und 3 zurück. Ich habe die hier noch zusammen, hier oben auch so noch angeschrieben. Das sind immer diese 4er-Reime. Klein weiter unten gesehen kommen, ich kann nicht fliehen, sie ist gekriegen. Ist nur ein Gang für 2 E2 und hat noch nie gern geschwiegen. Oh, sie erzählt eine Geschichte, wie ich noch nie gehört.
Ich staune, das ist schlicht und einfach unerhört. So brillant und geistlich quasi der Quadrant vom Kreis. Darum gibt's für mich als Antwort auf das Geschichtli Nummer 1. Au, eben. Ja, das wissen wir ja schon. So, und habt ihr schon etwas gemerkt? Eis. Das scheint sich durchzuziehen und tatsächlich in der dritten Strophe ist das noch einmal so. Es fehlt die nicht mehr viel bis heim, da kommt von rechts der Dieter. Der muss ans gleiche Ziel, oh nein, wär das nicht rechts vermeiden. Natürlich kommt seine Geschichte, 20 Mal schon hast du gehört. Der ist doch nicht ganz dicht und ich bin empört. Doch halt, den muss man anders stallen, also gut, so gescheiss. Darum gibt's für mich als Antwort auf das Geschichtli Nummer 1. Ja. Ruhe, Stopp. So, das war schon noch der Schluss, halber Pre-Chorus, der kommt eben hier noch dazu, um das Stück dann wirklich fertig zu machen. Wir steigen hier ein, es gibt noch einmal ein Ace dazu. Der Wortschatz in der Niger, der Ace. Es gibt für mich als Antwort auf den Ivan Nummer 1. Dann kommt wieder diese ganze Aua-Sause, das kennen wir schon. Und ganz am Schluss kann man noch sagen, kommt das da hier variiert. In der letzten Strophe ist nämlich hier nicht der gleiche Reim wie hier, sondern er bleibt stehen. Es kommt ein C-Reim, den sehen wir da. Wie sollen die Armen, die nicht von Bern kommen, die Finesse je verstehen? In unserer Sprache gibt es ein Komfort. Wir brauchen gewiss nicht 1000 Worte. Es kommt auf die Betonung drauf an. Habt ihr es gemerkt mit der Betonung? Ja, natürlich habt ihr es gemerkt. Ein kleines Flicken habe ich mich da erlaubt. Man könnte am Schluss natürlich auch machen, auf die Betonung kommt es drauf an, so wie es stimmen würde. Aber extra habe ich das falsch. Okay. Das habe ich noch vergessen. Das ist natürlich da, eigentlich das alles hier zusammen ist noch die zweite Hookline, die eben dann auch mit dem Aua jeweils endet. Und somit können wir jetzt eigentlich sagen, dass das so mit Hook 2 eben sein muss. Es läutet schon. Stopp! Seit Corona haben wir gar kein Lüti mehr. Wir machen ja nicht mehr alle gleichzeitig Pause, dass sich das etwas verteilt. Und deshalb sage ich jetzt nur noch wann die Lektion fertig ist. Und deshalb ist sie jetzt noch gar nicht fertig, sondern ich mache noch hier den Schluss. Nämlich, es ist doch auch immer interessant, wenn wir noch zählen können. Am Ende so, dass mit dem Icht und Ört haben wir also insgesamt 6 Mal, wobei das natürlich immer die Geschichte ist am Anfang. Und Eis haben wir sogar 8 Mal, wo wir natürlich dann am Schluss Nummer 1 auch immer wieder dasselbe ist. Aber einfach, dass das jetzt noch nachgetragen ist und so können wir das, glaube ich, jetzt gut verlassen. Und jetzt sage ich euch, die Lektion ist effektiv fertig. Und wenn ihr sagt, Aua, dann sage ich, Aua schon. Ciao zusammen.